kommen aber haut nicht erlerncht für die Falschdurchstellungen anzugehen, die vom OGB aus in der Pressekonferenz den 18. Dezember 2004 sie Durchstellungen, wo es auch Mengen, das geht ein besser Zusammenerbisch zwischen den Gewerkschaften am Interesse von den schaffenden Leuten. Allerdings, die Damen und Herren, es geht leider nicht um die schaffenden Leute. Wer das geht, kann ich euch anhand von den paar Beispielen ganz klar durchlesen. Erstens, 2010 stund die Demolische Nationaltripartit ganz am Zeichen von der Reform vom Kammergeld an der Abfeierung von einem System über Bourse-d'études, von einem neuen System über Bourse-d'études der Universität. Auf diesem Dossier werden LCGB als Gewerkschaft von ganz aktiv und es sind eine Reihe von Pressekommuniqués geschrieben gegen Aktionen gestartet. Wir haben als Member beraten an natürlich Rechtsbeistand gelegt. Der OGB wird dann am September 2010 irgendwie der Parteigespräche stattgefunden hat oder Rechtsspruchsfolge wird eine Manifestation ausgerufen. Die anderen Gewerkschaften hatten sich dem einfach zu alignieren. Als das ein Beispiel von einer Zusammenarbeit. Zweitens, den 22. September 2011 und Gewerkschaften und Personalvertreter an einer Reunion mit der Responsable von der ArcelorMittal abgedeelt gut, dass Titeln Rodange und Schöffling provisorisch dem uns geben zu. Ende dieser Reunion wird ein Gespräch zwischen der responsable Gewerkschaftssekretäre stattfindet, wie wir auf die Infogefe reagieren, und wie wir die Leute gegen informieren. Wir haben dort zusammen über den Inhalt von einem gemeinsamen Trakt geschwärzt, aber auch schon angefallen, den zu schreiben. Dann hat CGB aus 5 Minuten nach dieser Reunion zu einem Delegierten von Belvedere City angerufen gehen. Du hast schon einen Trakt vom OGB mit der Info zirkuliert und einen Abruf für das Ticket für den Schöfflinger Portal gemacht. Sie werden dem nicht ernehmen, für so ehrlich zu sehen und als klar zu sagen, dass sie Welten allein gegangen haben. Drittens. Am Kader von dieser Fermeture von den ArcelorMittal-Zitten von Rodange und Schöffling kommen nun den 8. Oktober 2011 zu einer Manifestation zu schaffen. Bei dieser Manifestation werden LCGB, trotzdem, dass wir dem OGB als Zusammenerbisch wiederholt angeboten hatten, nicht erwünscht. Wir sind aber dahin gegangen und haben trotzdem Refus vom OGB durch als Position vertreten. An der rezenter Diskussion im Kollektivvertrag an der Sidérurgie stellen sich für uns Haut eine Prüfung. Was den OGB, wer ist in Position, was Kollektivvertrag angeht. Auf ihr Wert wird das Gewerkschaft majoritär sur tous les sites, wie sie es selber beschreiben, seit dem 1. Januar 2001, da sind wir immerhin 4 Jahre nicht dafür gesorgt, dass ein Kollektivvertrag zustande kommt, den den Herausforderungen vom Statut nicht crashen wird. Als wir geprüft gehen, oder sie sind dieser Diskussion nicht gewusst. Den LCGB wird in diesem Kontext eine Notberufung von einer Stoßtripartit festgestellt. Lohngarantie, Flexibilität von den Erbischzeiten, das heißt die 12 zusätzlich Freitag, und Lohndynamik, Bestandteil von den Stoßtripartit-Faktoren wären Asyl. Und das ist auch nötig, die Restrukturation von der Sidérurgie zu enkadrieren. Ohne Lohngarantie wird keine Restrukturation möglich gewesen. Dass der OGB natürlich von 2 Ministern beharrt, der Kollektivvertrag nicht an der Stoßtripartit verloren hat. Das ist also nicht nur falsch, sondern das Vorgehensweise. Also auch nicht am Interesse von den betroffenen Salariés. Dabei wird zusammenherrlich zwischen den Gewerkschaften auch schon symbolisch. LCGB und OGB und im Jahr 2002 das SPL Sidérurgie gegründet. Das wäre eine paritätisch besetzte Struktur, wo den OGB am John Castagnaro lange Jahre Präsident gestaltet.
De Jules Castagnaro war auch der Repräsentant vom OGBL und vom LCGP, am Conseil d'Administration Arcelor und Dono ArcelorMittal. Die Struktur wird ganz effizient geschafft, und gut funktioniert, am Interesse von den Leuten, die an der Sidérurgie geschafft haben. Ich kann klar sagen, dass an dieser Struktur weit mehr Reibungsverluste wären, wie hier an der Gewerkschaften selber. Solange die Leute, die diese Struktur gefördert haben, sich mit dieser Struktur identifiziert haben, wird das geklappt. Es muss ich noch wissen, dass der Streik, den wir 2004 an der Sidérurgie, wenn es der Fermeture vom Diedlinger Site gemeinsam bis an den Detail organisiert haben, bald zu 90% des Salaries suiviert wird. 2011 war alles anders. Das Geld wird nicht funktioniert und der OGBL war überhaupt nicht mehr zusammenhängig interessiert. Der Streik, den am Zusammenhang mit der Fermeture von den Sitten von Orange und Schöffling organisiert ging, als du noch nach just zu 20% von den Salaries suiviert ging. Demals wird der konjunkturell bedingte Stillstand geholt, dass Gewerkschaften sich nicht blamiert. Den LCGB stimmt noch immer favorabel zu einer zusammenhängigen Terre. Ich will dann noch heute als Präsident vom LCGB von der Gelegenheit profitieren, für einen Appell und alle Delegierten zu richten, sich enger konstruktiver Approach an Zusammenarbeit und Terre nicht zu verschließen und dafür zu sorgen, dass die Interessen von den schaffenden Leuten durch das Gestüppelt nicht zu kurz kommen. Ich kenne heute noch lange Beispiele dafür. Den Hickhack rund um Carbolux, wo die OGBL eine Informationsversammlung zu Sandfall organisiert wird, wo auf Nachruf von den Leuten aus dem Saal, wie wird das Versammlung nicht gemeinsam am LCGB gemerkt hast, die Responsable vom OGBL dann am Antreten vom OGBL für die Gewerkschaft gegründet. Der 19. Dezember 2012, als eine Reunion am Kader vom Europasekretariat OGBL LCGB beim Außenminister Jean Asselborn einseitig vom OGBL aufgesucht wurde. Das ist irgendwie, dass darüber mal als Rückspruch gehalten wird. Ich will betonen, dass es doch heute eine paritätisch besetzten SPL gibt. Eine Struktur, die schon Ende der 90er Jahre gegründet wird. Der Verweis, dass die Lomo Spielregeln mit alles geklärt an einer Schrift müsste gehen, wie damals die Gründung den 19. Dezember 2012 gesucht ging, weist klar darauf hin, was sie von dieser Zusammenarbeit haben. Ich will da noch heute die rezente Entwicklung am Dossier von der Pensionsreform liefert. Das ist keine gemeinsame Manifestation, die zustande kommt, weil eine Zusammenarbeit nicht erwünscht wird. Außerdem, wo mir ganz klare Signale kommt, dass mir da nicht mehr erwünscht wäre, Traktenaktion vom OGBL gegen uns. Nach unserer Pressekonferenz am 17. September 2012 als ein klarer Beweis, dass keine Zusammenarbeit mehr erwünscht wird. Das gilt übrigens auch für die Kommuniqué Nummer Corps der Santé mit der Fédération des Hôpitaux de Luxembourg geht. Auch diesen Akkord als mit der Mitarbeit vom LCGB zustande kommt, auch wenn das am Kommuniqué nicht erwähnt wird. Dann aber Wort zum Respekt für die Majorität. Der OGBL wird als größte Gewerkschaft am Kader von der Nationalen Tripartite 2011 dezidiert, nicht mehr an die Reunion vom 16. Dezember 2011 zu kommen. Der LCGB wird darauf hingewiesen, dass wir als Gewerkschaften dagegen einen Fehler machen, weil die Responsabilität vom Scheitern von der Tripartite die Gewerkschaftszeit gelöscht wird. Das Decision vom OGBL wäre falsch, weil ja schon Kompensationen für die Indexmodulation geschafft worden ist. Und an einer Reunion am Staatsminister Positionen von der Regierung an die Gewerkschaften sich ganz noch kommen. Die größte Gewerkschaft hat dezidiert, nicht mehr an die Tripartite zu gehen, aber die LCGB hat das respektiert, und wir wären solidarisch. Trotzdem, dass wir eine andere Meinung haben. Bis heute wird ich vom LCGB keine stirbenswerte Kritik und dieser doch komischer Vorgehensweise hält. Kurz und gut. Wenn ich das Beispiel zitiere, und dann noch nach Pressekonferenz im OGBL vom 18. Dezember mit den verschiedenen Aussagen Revue passieren lassen, da kann ich heute nicht mehr zu einer Schlussfolgerung kommen. Es geht im OGBL gar nicht um eine Zusammenarbeit, es geht heute darum, für ein Feindbild zu erschaffen.
ein Feindbild, was LCGB heischt, und das aus verschiedenen Gründen. Ein Feindbild als gut für seine Truppen zu mobilisieren, für ein Sozialwesen zu gehen. Ein Feindbild als auch gut für seine eigenen Schwächen bewacht zu täuschen. Ein Feindbild als aber schlecht, für ein Interesse von den Leuten zusammen zu schaffen. Es geht am Fond darum, für mit allen Moyens eine Situation zu kreieren, die noch just die Existenz von einer Gewerkschaft erlaubt. Nur Motto, wenn ihr die Gewerkschaft nicht erzwungen kriegt, dann aber vielleicht eine ähnliche Gewerkschaft, die dann OGBL ist. Die Damen und die Herren, was für ein Demokratieverständnis für den OGBL, von denen am Fond fragt, wir müssten hin um Erlaubnis frohen, von ihre Blick verlegen. Wir müssten um Erlaubnis frohen, von mir Handel wollen ausbauen. Wir müssten um Erlaubnis frohen, wenn wir eine Broschüre erstellen an die verdienen. Oder wenn wir die großen OGBL desequilibrieren, an dem es mir die Kilo holen, ein Boxenmenschen, ein Croissant oder ein Tasse Kaffee zu freuen. Der Fakt, dass wir überhaupt noch darüber nachdenken, Kommuniqué zu schreiben, an die dann noch an der Presse publizieren, schenkt für den OGBL nicht wie vertretbar zu sein. Wir beteiligen uns nicht auf diesem Niveau in der Diskussion. Mit etwas kann ich hier schaut ganz klar so. Beim LCGB gibt es keine Einheitsgewerkschaft. An den LCGB fragt kein Erlaubnis, am auch kein OGBL, den wir als Serbisch zu gestalten. Übrigens will ich auch klarstellen, dass wir nicht 36.000 Member zu Brüssel beim CS gemeldet haben, die ganz aktuell 39.170. Mein Gewerkschaftskollege Jean-Claude Trading hast du nicht im letzten Stand. Am Platz einer Leute als Liegner zu bezeichnen, hätten Herr Reding so eine Telefonhöhle am Jour. Die Damen und die Herren, die haben an ihrer Presse mal alle Gruppen, die zwar diese Engagierten, die für so viel Lobrischen beim OGBL gesucht haben. Da fand der soziale Fortschritt 2012 dran, die zwei Lächt. Da fand der Katalog de Formation dran, da fand der Wandkalender dran. Da fand die Agenda nicht mehr dran, weil man keine Agenda haben. Die haben wir auch verdient. Wir haben eine Reihe von Broschüren aus einem Infocenter, da hat Sozialparameter dran, da hat eine Broschüre über die Entlosung dran, über den Stierfall, Broschüre über die Charta und Mission vom LCGB, eine Reihe von anderen Dokumenten über die Missionen, die der LCGB sich geschrieben hat. Die sieht also ganz klar, dass wir heute kein Gadget mehr eine Reihe für ganz nützliche Publikationen haben, die wir am Kader vom Service für uns Member noch der Welt bestimmen. Schlussendlich will ich betonen, dass wir den 17. November 2012 ein Conseil syndical organisieren, für unsere Member die Missionen vom LCGB an neues Engagement für die nächsten Jahre zu erklären und um der Minute zu bringen. Wir haben effektiv Sozialwaren angeladen, auch keine Gewerkschaftsgestüppelt, so wie das beim mimosenhaften Auftritt vom Herrn Reding kommt gelebt. Wobei es im Gewerkschaftsrat als das wird OGBL nicht gefallen. Die Damen und die Herren, wir stehen an diesem Land an einer ganz schwierigen Situation. Wir sind mit einer Krise, der schlimmsten Wirtschaftskrise seit langen Jahren konfrontiert. Die Leute, die Salarien am Privatsektor stehen auf viele Betriebe keine immens gute Perspektive für den Ort. Den LCGB hat an dem Kontext den Evaluierungen zu einer Existenzaufsicherung von denen betroffenen Leuten auf den Tisch kommt. Eine Aufsicherung vom Lebensstandard, die absolut notwendig ist, weil die Menschen, die an den Betrieben arbeiten, halt all Risiko müssen nehmen. Das Risiko von der Existenzaufsicherung, weil bei konjunkturellen oder strukturellen Problemen den Arbeitsplatzverlust eine Realität ist. Das Risiko von der Krankheit, den durch die aktuellen Dispositionen ungenügend aufgesichert ist. Ich denke, du und das war dann Reklassement am Gang, was ich denke. Das Risiko vom Einkommensverlust, weil neben der Indexmodulierung durch die ökonomische Situation für viele Betriebe nach weiter Ausschnitte können kommen. Carbolux, Luxe, ArcelorMittal und ihr Kollektivverträge ja nicht ohne klare Absichten gekündigt. Das Risiko von einer schleichenden Prekarisation vom Privatsektor, also auch dadurch ergeben, dass die Einzelreformen von dem Pensionssystem an dem Reklassement professionell, die visiert Aufschaffung von der Prä-Retraite-Solidarität, dann bei der Edo-Reemploi, absolut an die Falschrichtung gehen.
Du hat die wichtig Elemente von der sozialen Aufsicherung entweder rasch geholt oder sie verschlechtert. Viele Employer sind dabei auch klar um ihre Limite gekommen. Bei den ökonomischen Risiken durch die aktuelle konjunkturelle Situation an eine ganze Reihe von administrativen Hürden zu einer dramatischen Situation treffen. Das muss ob man es einmal zur Kenntnis nehmen. Den LCGB will als Gewerkschaft mit seinen Evaluierungen und seinem Ansatz der Leute helfen. Dafür haben wir auch ein Tripartit über Staatsfinanzen geführt, weil wir überzeugt sind, dass wir gesunde Staatsfinanzen brauchen, aber auch eine solidarisch und sozial gerecht werden muss. Das heißt für uns, den Erfolg gerecht zwischen Employer und Salarié, zwischen Sektor publik und Sektor privé und auch zwischen den Generationen zu verdienen. Wir haben an alle unsere Überlegungen etwas nicht gemacht. Wir haben bis heute nicht rundherum ausgeschlagen, aber gegen andere gehetzt oder andere diffamiert. An ein Engagement werde ich ihr heute auch ganz klar geben. Wir bleiben unserer Linie treu, erschaffen für die Leute an den Betrieben, für die Rentner, die oft in schwierigen Konditionen geschafft haben, und wir wollen auch mithelfen, Zukunft für als Jugend zu präparieren. Für uns steht der Mensch am Mittelpunkt und wir bleiben diesem Auftrag treu. Es ist so eine Schmerz, dass man nur gelauscht hat, und sie natürlich bereit auf der Front sind.